Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Journey of Pilzig. So, steh wieder auf, kleiner Mann, die Reise geht weiter. Nachdem wir in der letzten Episode doch jetzt noch so die aggressive Seite von der Kultur kennengelernt haben, bin ich mal gespannt, was sich uns jetzt darbieten wird. Ich hoffe doch sehr, dass man nämlich weiter auf solche feindliche Wesen treffen werden, sondern rauskommen aus dieser Einöde von Kultur, die hier offenbar das Zentrum von der Vernichtung war. Da kommen wir wieder ans Tageslicht. Das ist doch schon mal ein schöner Lichtblick, dass man nie weiter hier im Dunkle bei dem Energiezentrum sitzen müssen, was wohl für die Zerstörung von unserer Kultur verantwortlich war. Ich bin ja mal sehr gespannt, ob wir zum Schluss auch sehen werden, was sich unter dem Gewand verbirgt, ob das ein Mensch ist oder ob das möglicherweise eine neue Spezies ist, die sich auf der Welt entwickelt hat, oder ob das ein ganz anderer Planet ist. Ach, das wird sich zeigen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Dafür ist es ja blindes Let's Play, weil ich es nicht weiß. So, euch laden wir nochmal auf. Und... das sind wir wieder am Anfang von unserer Reise. Wo wir da auf der Wand abgebildet waren, auf unserer Sanddüne. Und überall... Heieiei. Und überall die Grabstätte. Das war der Anfang von unserer Reise. Und ich glaube... Da müssen wir hier. Ich glaube es doch irgendwie, ne? Das ist scheinbar irgendein Kristall oder ähnliches. Okay. Warte, wir wollen das Zeichen. Das Zeichen hätte ich gerne eingesammelt. Und der Pegel steigt auch hier. Hier innerhalb von dem Ding können wir uns wohl frei bewegen, wie es aussieht. Und hier haben wir wieder das Mosaik von uns. Hier können wir uns aber wirklich, so wie es aussieht, frei fliegend bewegen. Und hier ist unsere Reise nochmal dargestellt mit unseren Freunden der Bänder. So der alte Ruine. Immer weiter. Bleibt nicht stehen, Mendel. Immer weiter. Aber die Musik ist wirklich faszinierend. Jetzt fangen Glockenspiele hier an. Und es geht wohl bis dort hier. Dann wollen wir auch mal dort hier gehen. Wenn wir uns jetzt schon frei fliegend bewegen können. Fortbewegen können. Von hier aus möglicherweise, nee, nicht weiter hoch, nur der Kopf gedotzt. Okay, wie sieht es dann hier aus bei euch, Freunde? Okay, weiter als so kommen wir derzeit noch nicht. Weil hier kommen wir noch weiter, höher, immer höher raus. Das ist unser... Ja, von dort aus kommen wir darüber. Wie es aussieht, ja. Und ab da ist unsere Flugfähigkeit auch wieder sehr limitiert. Es sei denn, wir schaffen es wieder so, das zu animieren. Zu reanimieren. So, ihr seid weiter hier aktiviert, Freunde. Ja, die Bänder sind definitiv unser Freunde. Ihr seid schon aktiviert, ne? Ja, natürlich seid ihr das. Okay, da drüber sehe ich noch was leuchten. Oh je, da müssen wir aber stark aufpassen. Uiuiui, das war noch ganz haarscharf hier. Darüber würde ich ganz gern irgendwie, wenn möglich, gelangen.
Ja. Wir kommen hier noch zu dem Zeichen. Damit auch das noch aktiviert wird. Sehr schön. Gut. Geht unsere Reise hier wieder weiter. Wir brauchen euch wieder als Stützer. Von da aus hangeln wir uns wieder hier hoch. Und wieder bis dort hier. Und dann können wir hier über die Pforte weiter. Dich hatten wir schon aktiviert, dich aber noch nicht. Und dich zum Schluss, mein Freund. So. Und ich hoffe, die Pforte öffnet sich jetzt oder wenigstens ein neues Relief. Ja. Unser Flugniveau wird mal wieder erhöht. Darüber müssen wir jetzt wohl hier. Das zeigt uns, wie wir gegen diese steinerne Wächter hier wieder vorgehen. Was wir in der letzten Episode gehabt haben. Oh. Ich weiß nicht, sollen die diese Wächter darstellen? Die erinnern so ein bisschen an eine stilisierte Form dieser ziemlich aggressive Wächter. Und auf jeden Fall mag ich darüber fliegen. Weil du noch ein Symbol auf uns wart. Das aktivieren wir doch sofort. Unseren Freund der Drache ist hier drüber. Ich mag wieder zu ihm kommen. Ja, wir können wieder zu ihm. Und dadurch... ja, genau, ach, hier rüber. Okay, wir sind hier auf jeden Fall wieder richtig. Und haben bisher auch jedes Symbol noch aktiviert. Neues Relief. Was zeigt, wie wir über die Bänder diese Brücke in der Wüste erklommen haben. Oder womöglich auch den Weg hier weiter beschreiten können. Möglicherweise zeigt uns das sogar unsere Zukunft an. Es ist einfach nur wunderschön gemacht. Das sind auch diese leuchtenden Reliefs, wie wir sie schon gehabt haben. Ist hier überall oberhalb der Grenze noch was? Möglicherweise hier noch ein Symbol? Nee. Kein Symbol mehr, was hier auf uns wartet. Aber dort drüber sieht's aus, als würde da was auf uns warten. Und da mag ich die Reise auch von Anfang an machen. Von hier. Und mag von hier aus über die Bänder marschieren, wie wir das schon am Anfang gemacht haben. In der Wüste. Geradezu Gleiter. Geradezu schwebe hier über die Bänder. Das war etwas scharf hier. Wir folgen dem Weg sofort. Weiter, immer weiter. Das hat doch schon was sehr Hypnotisches, das Ganze. Bis wir dann wieder hier ankommen. Sehr elegant, wie ich finde sogar. Das nächste wird sein der Weg von der Düne hinein zu der alten Zivilisation. Die Sonne ist wieder in greifbarer Nähe. Weg von dem sehr düsteren, doch ach sehr tragischen Ort. Und das Relief verblasst. Ja, wir sollten hier definitiv weg. Es war ein Ort, den diese Zivilisation wohl ihr Heimat genannt hat, durchaus. Aber jetzt ist der Ort eigentlich nur noch von bösartiger Wächter heimgesucht, könnte man schon fast sagen, die noch ihre letzte Funktionen wahrnehmen und den Ort mit Gewalt verteidigen. Was hier möglicherweise mal idyllisch war, ist eigentlich
vollständig weg. Was haben wir dann hier noch für Abbildungen? Mag ich mal auch gern angucken. Ja, das ist auch wieder dasselbe. Das hatten wir ohne auch schon. Wie wir uns denn eine steinerne Wächter entgegenstellen. Beziehungsweise eigentlich vor ihnen fliehe, weil wirklich großartig mehr als fliehe konnte man von deiner Wesen nicht. Und zum Schluss war es sehr, sehr knapp. Hier gelangen wir wohl zur letzten Meditation an dem Ort. Die Reliefs, die leuchten, das sind all die, die wir weiter ohne aktiviert haben. Weitere Symbole zum Aktivieren finden sich hier nicht mehr. Das heißt, wir können uns jetzt hier wieder auf diesen Platz setzen, um nochmal zu meditieren. Ich bin gespannt, was wir jetzt für Einsicht bekommen. Das ist unsere Reise. Wir gehen durch die Wüste, über die Bänder, bis zur Kultur, aus dem Talkessel wieder weiter, bis zum Hauptsitz von der Kultur mit der steinernen Wächter, anscheinend ein Energieturm. Und am Ende verbeugen wir uns wohl vor dem riesigen Berg, der von Wind und Wolke umgeben ist. Und er ist jetzt in absolut greifbarer Nähe, der Berg, wo wir vielleicht unseren Friede finden. Wo aber, denke ich, sicher unsere Reise endet. Oh. Und jetzt kommt wieder so ein sehr, sehr starker Wechsel. Von Sand und von Wüste weiter in das Schneegebiet, wie es aussieht. Denn hier fällt wohl der Schnee. Und hier liegt auch Schnee überall rum. Also ganz offenbar nähern wir uns unserem Berg als Ziel. Und ich weiß auch wirklich nicht, wie lange das Let's Play dann noch gehen wird. Er geht auch immer weiter geradeaus, da muss ich nichts drücken gerade. So, wo wird's uns jetzt weiter hier verschlagen? Eine Schneelandschaft, ganz offensichtlich. Am Fuß von dem Berg, oder? Ja. Wir sind am Fuß von dem Berg angekommen. Es sieht wohl ganz so aus, als ob sich das Let's Play tatsächlich schon am Ende neigt. Und eins unserer Bänderfreunde ist jetzt gerade gestorben oder umgefallen. Und die PlayStation sagt mir jetzt gerade, dass die Online-Verbindung nicht gegeben ist. Falls ihr das gesehen habt, aber links in der Ecke. Dann könnte es wohl doch sein, da die Online-Verbindung offensichtlich vorher da war, dass der Spieler, der mir da gesehen hat, tatsächlich auch ein anderer war. Dass das wirklich ein anderer Spieler war. Und wir versuchen hier die Bänder wieder zu reaktivieren. Immerhin haben die uns schnell weitergeholfen in der vorigen Episode. Da ist es nur fair, auch die wieder zu beleben, könnte man schon fast sagen. Hier in dieser eisige Landschaft. Oh je, da sind wieder die. Also irgendwas muss auch hier wichtig sein, dass es verteidigt wird, wenn diese Wächter wieder hier sind.
Ich finde es auch schön, wie auf dem Umhang von der Spielfigur sich der Schnee abzeichnet. Und wie der wirkliche Schneise schlägt, wenn er hier durch die Gegend, durch den Schnee läuft. Das ist richtig toll dargestellt. Man sieht auch genau, wo wir herkommen. Hier geht's dann weiter. Das sind auch diese Linie, die wir auf der Reliefs dargestellt gehabt haben. Was diese Teile bewirken, kann ich allerdings nicht sagen. Der Schneesturm wird auch immer stärker. Ich könnte mal vorstellen, dass ich im Windschatten von der Stelle sein muss. Und die Schneekruste auf unserer Robe wird auch immer stärker. Weiter hier Verstecke hier vor dem eiskalten Odem. Bis es wieder abklingt. Und dann marschieren wir weiter. Im Windschatten von deiner Stele, von deiner merkwürdigen Stele hier. So, wir kämpfen uns weiter durch. Immer weiter. Wir wollen ja schließlich zu dem Berg gelangen. Ich hoffe, wir sind noch in der Windschatten-Schneise. Offensichtlich nicht. Nee, das drängt uns zu sehr zurück. Okay, allzu große Strecke kann ich hier scheinbar nicht zurücklegen. Controller vibriert auch sehr stark, immer in regelmäßigen Abstände hier. Schon fast wie ein Herzklopfer, wenn man den Controller in der Hand hält. Als würde man so vermittelt kriegen, wie stark der Herzschlag von der Spielfigur ist, die man hier hat. Ich gehe lieber nochmal hier in Deckung. Der Wind wird wieder stärker. Dann probieren wir uns durch diese Felsspalte hier durchzubewegen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert oder ob das zum Scheitern verurteilt ist. Aber scheinbar kommen wir hier durch. Gelangen wieder an einen Ort, wo viele von den Grabstätten sind. Aber auf diese Steinwächter kann ich sehr gut und sehr gern verzichten. Die Wesen vermitteln hier einen sehr urangenehmen Eindruck. Und man will einfach wirklich nicht in ihrer Nähe sein. Im Gegensatz zu den Bänder, die einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Und die einfach nur, ja, was Positives einfach ausstrahlen. Sind dann diese Steinwächter, diese Steinschlange, Drache, was auch immer. Oh je, sehr stark im Kontrast dazu, die einfach eine sehr negative Stimmung hier verbreiten. Der Mond ist offenbar auch schon aufgegangen, wie es aussieht. Wir kämpfen uns hier tapfer weiter. Und der Schnee wird anscheinend auch immer höher. Und der Wind nimmt auch immer mehr zu. Ja, bei den Steinwächter merkt man schon, dass die so einen Störfaktor in der sehr ruhige, sehr stille, sich selbst überlassene Welt darstellen. Die bilden einfach so einen Störfaktor, wie es möglicherweise auch der Mensch als Störfaktor darstellt auf unserer Welt, indem er so stark in die Natur eingreift und sie um ihren Friede bringt, könnte man schon sagen. Also es gibt definitiv sehr stark zum Nachdenken das Spiel. Und ich finde, man kann hier wirklich extrem viel interpretieren. Vor allem finde ich, dass es hier sehr stark um Ruhe von Natur, durchaus auch Armut von Natur geht. Also Anmut, nicht Armut.
Nicht Armut, sondern Anmut. Das heißt auf Pelzig halt auch Armut. Ja, dass es hier sehr stark um Armut der Natur geht. Und dass der Mensch hier eigentlich eher so eine Art Störfaktor darstellt. Ja, ich würde mal sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle, wo hier noch so warmes Licht leuchtet, ist ein idealer Ort, um hier seinen Cut zu setzen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Entschuldigung, das war das erste Mal, dass ich es hier nicht hingekriegt habe bei Illusion of Time. Das ist mal ein paar Mal passiert. Aber wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Journey of Pelzig, wenn ihr wollt, wo die Reise zum Berg weitergehen wird. Also machen's gut und bis morgen dann wieder, übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.